Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft, was sonst auch immer. Wir sind da mitten in der Eiskrone stecken geblieben, und zwar haben wir ein paar von diesen bulligen Schrecken erledigen. Beim letzten Mal musste ich irgendwie grobmäßig beenden, weil sie angefangen haben rumzulegen. Ich habe das gleiche Problem heute immer noch gehabt. Habe jetzt eine Zeit lang ausprobiert, jetzt habe ich mich mal auf meinem anderen Charakter eingeloggt, wieder auf dem noch, und jetzt plötzlich funktioniert das wieder alles einwandfrei. Ich habe schon angekündigt, und zwar würde ich auch eigentlich gerne die Folge mal ein Dungeon machen. Ich würde sagen, ich melde mich mal an, dann können wir ja jederzeit wirklich gemütlich da unsere bullige Schrecken erledigen. Jetzt hoffe ich aber mal, dass wir ein gutes Dungeon bekommen. Also im Wrath of the Lich King habe ich mir jetzt angemeldet, Dungeons. Das sind ja mehrere zufällige. Was haben wir denn da alles? Spezifische Dungeon, Wrath of the Lich King hat es, glaube ich, pur gut gegangen. Es hat schon ein paar, aber ich hoffe, dass wir irgendwie eine erreichen, die wir bis jetzt noch nicht haben. Dann haben wir sicher auch noch ein paar Quests und so kommen wir leveltechnisch auch noch ein bisschen schneller vorwärts. Und dann hoffe ich, dass jetzt da mal alles einwandfrei, ohne Lags oder Reibungen abläuft. Jetzt habe ich vorher wirklich ein bisschen Problem gehabt. Ich musste ein paar bisschen ausprobieren. Ich habe darum 2 bullige Schrecken vorher schon erledigt. Aber ich glaube, das macht ja nichts zur Sache. Weil irgendwie hat jede Fähigkeit, die ich gedrückt habe, hat sich verzögert abgespielt. Auch wenn ich mich ausloggen wollte, habe ich irgendwie 20 Sekunden länger gewartet, als ich hätte eigentlich müssen und so weiter. Aber jetzt bin ich doch froh, dass das wieder alles so plus minus in Ordnung abläuft. Und daher freuen wir uns doch, dass das einwandfrei funktioniert und wir jetzt wieder in Ruhe können ein bisschen WoW spielen. So. Jetzt fehlen uns nämlich auch schon nur noch 2 bullige Schrecken, wie lange müssten wir denn da warten? Circa 6 Minuten. Ja, dann hoffe ich, dass wir schnellstmöglich in das Dungeon reinkommen. Wenn das nicht der Fall wird sein, dann werden wir das halt in dem Fall nochmal ein bisschen verschieben. Aber ich denke schon, so 6 Minuten ist schon ein Zeitchen. Also ich weiss nicht, warum das überhaupt so lange braucht. Normalerweise hat man immer so 3-4 Minuten oder so 2 Minuten, wenn es gut läuft. Aber es kann natürlich auch sein, weil wir auf einem sehr komischen Level oben sind. Aber wir sind jetzt gerade momentan 78. Bedeutungsweise es kann ja sein, dass nicht mehr allzu viele Spieler halt neue Charaktere aufziehen. Besonders auch mit dem neuen Patch und etc. Dass das jetzt ja wirklich die Leute einfach sich sagen, hey, ich zocke jetzt keinen weiteren Champion auf. Und darum braucht es jetzt halt circa ein kurzes Momentchen, bis man da mal irgendetwas zustande bekommt oder findet. So, dann schauen wir mal gemütlich die Quest abgeben. Wir haben ja da neue Handschuhe erhalten. Und zwar für 3 Rüstung, 2 Beweglichkeit, 3 Ausdauer und 10 kritische Trefferwert. Quest beenden. Und du hast natürlich nochmal eine für uns. Geht zu dem neuen Saronit-Bombenstapel und zündet die Lunten an. Wir dürfen wieder etwas in die Luft sprengen. Da vorne ist es auch schon. Aber ich wollte mich jetzt ganz kurz schnell mal die Handschuhe montieren. Ich habe das Gefühl, mit denen sind wir sicher schon mal ein bisschen stärker unterwegs. Also die dürfen wir in die Luft sprengen. Wow, das wird Bums geben. Das wird ein richtiger Bums geben. So, Quest beenden. Haltet noch Hinweis aus, wo auch immer der Sturz euch hinführt. Hä? Okay. Wir sind, wie es aussieht, im freien Fall Richtung Eiskronenzitadelle abwärts. Okay. Oh. Natzak, die vergangenen Tiefen. Hä? Okay, ja, welcome. Hallo? Und da unten ist unser Quest-Abgeber. Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was da gerade momentan läuft. Quest beenden. Untersucht die neuen Stimmen in Natsunak, dem vergessenen Tiefen. Okay. Das ist mega speziell. Da vorne haben wir ja auch nochmal gerade eine Quest und da ist noch das Portal. Ah, Oberflächenportal. Also wenn wir uns einfach wieder rauf teleportieren. Komm, dann geben wir da mal bei Matthias Lehner. Heisst der Lehner? Matthias Lehner, mal einen normalen Namen in dem Spiel. Die Quest ab, da würden wir neue Armbrust bekommen, aber die bringt uns nicht allzu viel. Matthias Lehrer möchte, dass er ihm 3 Proben Blut des Gesichtlosen bringt. Sind das Gesichtslose? Gesichtslose, aber die haben ja ein Gesicht. Seht ihr ihr Auge sogar auf der Seite? Ihr nennt die einfach Gesichtslose. Ihr sind aber nicht so ganz liebe Leute. So, dann schwimmen wir mal schnell irgendwie da rüber. Dann schauen wir uns die Gesichtslosen mal von näher an. Irgendwie sind meine Drachenfalken nicht mitgeflogen. Wenn wir die sicher mal wieder beschwören. Weil ohne die wird es wieder ein bisschen happig. Das Einzige, was ich jetzt gerade mal noch schnell machen muss, ist den Sound ein bisschen nochmal abstellen. Weil ich habe vorher eben die Einstellung alle zurückgesetzt. Da haben wir schon mal... Ah, so auf 80 ist gut. So, wir haben ein Dungeon. Ich würde sagen, annehmen und let's go. Das Oculus. Besiegt den Boss im Olukus. Okay. Tönt speziell. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Haben wir da irgendwelche Quests zum Abgeben? Ich bin gerade zum ersten Mal da. Hallo zusammen. Salim. Ich bin's, der Schweizer. Muss ich da rein? Oder wie? Hä?
Ich habe keine Ahnung, was da gerade losgeht. Hey, weißt du es? Ich habe keine Ahnung, was da gerade vor sich gegangen ist. Das nennt man Verwirrtheit pur. Ich sage kurz... Hä? WTF? Mann, egal, komm. Wir machen einfach mal die Quest weiter und dann schauen wir in der nächsten Folge. Darum, ich habe Dungeons so nicht gern, die sind so verwirrend. Und wenn man sie nicht kennt, sind sie einfach blöd. Dungeons sind so blöd gemacht. Früher war das schon einigermaßen besser gemacht mit den Dungeons, wo man sich wirklich selber eine Gruppe zusammengesucht hat, damit er nicht zusammen bis zum Dungeon an ist und dort hingegangen ist. Heute da drückst du irgendwie drauf und du kommst einfach gar nicht mehr raus, was da gerade momentan vor sich geht. Einfach mühsam, richtig mühsam. So. Jetzt sind wir halt gesperrt. Für die nächste halbe Stunde können wir kein Dungeon betreten, weil wir das Dungeon verloren haben. Aber irgendwie hat es mich raus teleportiert. Ich bin total verwirrt gewesen. Wenn ich verwirrt bin, dann ciao zusammen, keine Lust mehr. Und daher würde ich sagen, sammeln wir uns einfach unsere gemütliche Blutprobe ein. Wir haben es versucht, in ein Dungeon reingehen. Es hat, wie es aussieht, mal wieder nicht funktioniert. Darum bleiben wir doch beim gemütlichen Questen. So, eine Blutprobe fehlt uns gerade mal noch von diesen Lölis. Dann tun wir die uns gerade mal zugunsten machen. So. Und die letzte haben wir bis am. Nice, dann gehen wir gerade gemütlich unsere Quest beginnen. Also wir können unten auch keinen Drachenfalk oder irgendetwas benutzen. Also in dieser Höhle sind wir richtig gefangen und zu Fuß unterwegs zu sein. Das ist natürlich auch irgendwie nicht gerade so geil. Jetzt probiere ich da aber mal etwas aus und zwar... Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nice. Haben wir schon mal eine größere Strecke über Wasser so durchgeleitet. Wir werden nicht allzu klitschenass. So, Quest beenden. Kehrt zu Kultira Todesweber an Bord der Ogrims Hammer zurück. Für das bin ich das Loch da abwärts. Jetzt ohne Witz. Nur zum mit denen 1, 2 auf den Keks hauen. Da ist eine riesen Höhle und alles drum und dran und ich kann da nicht weitermachen. Okay. Alles klar. Und wo sind wir jetzt? Der Hof der Knochen. Ja, da sind wir aber an einem schönen Ort teleportiert worden. Okay. Da vorne wäre jetzt auch der Haupteingang von der Eiskronenzitadelle. Eigentlich könnten wir uns das schnell anschauen. Ich finde das so episch, da raufzugehen. Wir könnten da am Boden bleiben, plus minus. Also das wäre also der Haupteingang, wenn man so mit der riesen Tod ist. Einfach geil. Einfach geil. Also wenn es von mir ausgeht, könnten wir direkt in einen Raid rein, ab zum Lichtkönig. Aber wir wären allgemein viel zu schwach mit 6800 Leben und keine Raid-Rüstung, nichts. Ich glaube, wir würden gröber auf den Keks bekommen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wenn wir Level 120 sind, könnten wir sonst den Raid mal allein versuchen. Selbst allein wird er dann ein bisschen schwierig, weil in meinen Augen ist das immer noch der schwierigste Raid, den es gibt. Und oben landen wir dann eigentlich schon auf der Plattform. Da innen geht es dann Richtung Arthas, zum Lichtkönig. So, dass wir das einfach mal gesehen haben. Da ist dann das und unten versammelt sich dann immer alle. Jetzt sehen wir da auch die Spieler, das sind morgen ein Level 100, Level 120. Also die können wahrscheinlich jetzt wirklich den Arthas Raid machen. Auch ein Level 120. Ich glaube, wir sind einfach viel zu schwach für das. Aber da haben wir schon mal den epischen Punkt nochmal von da aus gesehen, wie das aussieht, wenn man so Stegeli drauf geht. Und dann würde ich sonst mal sagen, wir befinden uns gerade momentan da und wir haben ja gesagt, wir erledigen zuerst die Quest und dann machen wir uns auf da über. Dann würde ich sagen, dann machen wir das jetzt auch mal so. Das mit dem Dungeon tut mir jetzt wirklich leid. Ich bin jetzt, wenn ich verwirrt bin, dann mache ich kurz einen Prozess und sage wieder Ciao zusammen. Ich habe eigentlich allgemein ein Problem damit. Aber wie gesagt, ich liebe das Questen. Ich liebe die Geschichte erleben von World of Warcraft, was genau passiert und so weiter. Und wenn man da das Dungeon-Zeug... bist mit 5 fremden Menschen, verlässt dich darauf, was sie klicken auf die Kugel drauf und dann denke ich mir nur so, oh bitte nein, ich komme in dem Fall abfahren, kein Bock mehr. Das ist wirklich so, weil im Moment denke ich mir, komm, dann gehe ich lieber Quest und alles ist gut. Da sehen wir, ich habe da sogar noch einen Dungeon-Deserteur. Ihr seid aus einer Gruppe desertiert und müsst warten, bis ihr den Dungeon oder Schlachtungsbrose erneut verwenden könnt. Einfach grösste Schwachsinn ever. Grösste Schwachsinn ever, wirklich. Ich hätte mir lieber selber eine 5er-Gruppe zusammengesucht und wäre mit denen zusammen dann in das Dungeon rein. Oder macht es dann irgendwann einmal, wenn ich dann mal meine Kollegen könnten Bescheid geben, ob sie auch mal online, also aber die meisten haben halt keinen Charakter mehr auf dem Level, das ist halt das Mühsame. Auf Level 120 wäre das kein Problem, aber momentan hat niemand einen Level 80er, weil alle denken sich, hey, bald Shadowlands, wieso soll ich jetzt überhaupt noch einen Charakter aufziehen? Das ist so, es gibt nur einen Doppel, der das macht, und das bin ich. Und zwar, weil ich mir gesagt habe, ich wollte einen neuen Main-Charakter aufziehen, den Jäger, und daher... Und das mit euch zusammen. Und daher ist das halt so entstanden, wie es halt ist. Ich schmelze, was ich schmelze. Quest beenden. Sola und Level 79. Wir kommen mit dieser ganzen Sache schon ziemlich näher. Und dann machen wir da auch noch Quest beenden. Dann haben wir gerade nochmal eine. Kreuz vor Olokin Saratin bei der Schwarzwacht möchte, dass ihr mit Hilfe Olokins Fackel 7 eintrige Leichen verbrennt. Wir dürfen da wieder zünseln und irgendwelche Leichen in Brand stecken. Okidok. Dunkelreiterin Alri von der Schwarzwacht möchte, dass ihr den Metallpflock an den Flicker im Sanktum der Reanimation kettet,
ist zerstört diesen, hilft sie, sich an Dr. Sobnok zu rächen. Leck, sind das gerade viele Wörter gewesen. Das sind sehr viele Wörter gewesen und ich habe kein Wort verstanden. Also wir müssen den Flick befreien. Also das alles befindet sich da unten dran. Da haben wir ja auch einen Höhleneingang. Also ich gehe davon aus, dass wir da in die Höhle rein müssen. Und wir müssen irgendwelche Leichen in Brand setzen. Also ich gehe davon aus, dass das alles da in der Höhle stattfindet. Da versuche ich jetzt da mal so unauffällig wie möglich. Ja, du kannst mich jetzt da rein verfolgen, das ist mir eigentlich egal. Sanktum der Reanimation, ja, dann sind wir da genau am richtigen Ort. Okidok. Dann kommt das ja schon ziemlich gut. Und dann schaue ich dann, dass wir nächste Folge uns um ein Dungeon kümmern können. Dann können wir ja schön gemütlich da mal noch weiter dingsen. So, das sind glaube ich die Leichen, die wir in Brand setzen. Brenn, du kleine Made, du brenn. Ah, du, ja. Ich habe gemeint, du spazierst jetzt da uns vorbei und denkst so, nein, nicht mit dem, der ist eigentlich schon stark für uns. Aber wie es aussieht, will der übliche Krabbler sich trotzdem mit uns messen und daher können wir ihm das ja auch nicht verweigern. Let's do it. So, da unten müssen wir dann irgendjemanden noch beschwören. Ich würde sagen, wir verbrennen jetzt einfach mal wirklich ein paar Leichen, bis ich da mal rauskomme, was wir jetzt zu tun haben. Flick befreit. Wer ist denn der Flick? Flick. Ah, das ist der Flick. Da unten ist der Flick. Also entweder lassen wir uns jetzt da runterfallen. Oder ich versuche da rundherum zu laufen, dass ich genug laufe. Gut, rundherum müssen wir dann am Schluss sowieso. Wir müssen näher zum Anzünden. Brenn! So, warte, komm. Den können wir noch anzünden. Dann fehlen nämlich nur noch 2. Die können wir dann, glaube ich, auf dem Aufweg machen. Dann würde ich sagen, wir probieren jetzt da mal sonst den Flick zu befreien. Hoppla, Schorsch! Oh, ein bisschen Schaden bekommen. Ja, nicht so viel. So, Flick befreit. Hilf Flick, Dr. Sarbok zu töten. Flick wird jetzt Rache nehmen an Dr. Sabnok. Ja, let's go. Wodurch müssen wir? Was ist das, der Doktor? Der kommt schon. Na, herzlichen Glückwunsch. Seid ihr nun stolz auf euch? Jetzt habt ihr es geschafft. Ihr habt diesen schrecklichen Fehler entfesselt. Ich hatte ihn schon zur Entsorgung vorgesehen, aber ich denke, wir können das Prozess ein wenig beschleunigen. Es ist eine Schande, so viel gute und wiederverwertbare Teile verkommen zu lassen. Bist denn du für ein Psychopath? Flick nicht, mehr aufgeschnitten und zugenäht. Ich kann den nicht angreifen. Hä? Ich kann den gar nicht angreifen. Ah, der Flick hat ihn schon getötet. Okay. Jetzt isst er noch auf. Schmackhaft. Lecker. Und dann tauchen. Hä? Ich komme nicht raus. Also komm, wir haben den Flick befreit. Es sieht so wie gut aus. Wir machen uns da jetzt einfach aus dem Staub, soweit ich jetzt das richtig verstanden habe. So, Stachelghoul. Du darfst auch wieder gerade ins Gras beißen. Der Doktor ist gestorben. Auch ohne unsere Hilfe. Daher 2 gemütliche, einfache Quests. Das gefällt mir noch viel besser als so ein mühsames Dungeon, wo ich mich da konzentrieren muss, hoch 10. Flick jetzt frei! Flick guter Freund geworden. Wir haben einen neuen besten Kollegen gefunden, der liebe Flick. Wolltest du, dass ich dich in Brand stecken? Das ist alles schüttelig ab da. Hey. So. Nice. Das haben wir gut erledigt. Jetzt versuchen wir da mal aus der Höhe rauszukommen. Ich glaube, da sollten wir jetzt einen freien Weg haben, plus minus. Sollte das nicht mit dem Weg kommen? Hä, was ist jetzt das für ein Geräusch gewesen? Flick wieder hier, Flick schon wieder gefangen. Flick arme Junge. Ich wünsche ihm nur das Allerbeste. Er hat sich wieder eingefangen lassen, wie wahrscheinlich von einem anderen Doktor. Und lässt sich jetzt wieder zu Stückchen machen tun. Vielleicht fehlt ihm das jetzt auch ein bisschen so. Der Schmerz, vielleicht steht er auch drauf, wer weiß. So, dann versuchen wir da zu flüchten, ohne Aufmerksamkeit erregen. Und das mal hat das gut funktioniert. Nice. So, dann geben wir mal unsere Quests gemütlich ab. Wir sind noch kurz vor Level 80. Level 80 werden wir dann sowieso mal ein Gebietwechsel machen. Ich werde wahrscheinlich dann selbstständig entscheiden, ob Pandaria oder Kataklysm. Aber ich glaube, das sind dann die 2 Fragen, die auf uns zukommen, wenn wir jetzt in Pandaria oder in Kataklysm questen. Und wenn ihr sonst eine Vorliebe habt, wo ihr würdet sagen, hey, lieber Pandaria oder Kataklysm, müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Sonst werde ich mich dann automatisch selber entscheiden. So, Dunkelreiterin Arli und Ander Schwarzbach möchte, dass die 3 angekittete Monstrositäten mit brennenden Skeletten zerstört. Wir würden davor für ein neues Handgelenk bekommen, aber das bringt uns nicht allzu viel. Und wir müssen jetzt so 3 Monstrositäten, angekittete Monstrositäten verbrannt. Habe ich jetzt wenigstens etwas bekommen, mit dem ich sie auch anzünden kann? Hä? Und mit was zünde ich die an?
Also Monstrositäten, die sollten ja eigentlich... Also laut der Map sollten die eigentlich unter uns sein. Also gar nicht davon aus, dass die auch wieder in der Höhle drinnen sind, aber in der Höhle drinnen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine einzige Monstrosität gesehen. Verwirrtheit herrscht wieder. Lost wieder 100%. Aber ich würde mal sagen, wir gehen in dem Fall nochmal in die Höhle rein und schauen uns das nochmal an. Aber da hat es zu 100% keine Monstrositäten gehabt. Ausser ich muss mich jetzt da böse irren. Ja, das ist ein Stachelghoul. Monstrositäten müssen sich genau da befinden, aber das ist ich meine die da hinten, die so aufgehängt sind. Aber wir warten jetzt, bis der Springer da weg ist und... er hat es doch entdeckt. Schade, schade. Kann ich einen Namen befreien? Komm, ich befreie ihn nochmal. So. Mich wundert es aber jetzt. Flick wird jetzt Rache nehmen an Dr. Sandnock. Aber er wird wirklich, er kämpft sogar jetzt gerade das zweite Mal gegen ihn. Also das ist wirklich so ein Szenario, sobald man den befreit, taucht der Flick auf und erledigt ihn. Okay, dann Flick, viel Spaß dir beim zweiten Anlauf, da dich zu befreien. Ich mache mich da weiter auf den nächsten Weg. Zum schauen, welche Monstrositäten wir damit anzünden und wie genau das von uns verlangt wird. Weil ich habe weder eine Fackel noch sonst irgendetwas in die Richtung. Hä? Also das sind ja Monstrositäten, das verstehe ich ja bloß nicht. Aber wenn ich sie anzünden soll, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Habe kein Ziel. Ich verstehe wirklich nicht, was die jetzt genau von mir wollen, wenn ich diese anzünde. Angekettet muss ich treten, verbrannt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber das zeigt mir ja nicht mal da in dem Visier rein an. Ich glaube, ich bin gerade wieder schwer vergriffen und gar nicht mehr in die Höhle rein müssen. Aber für was haben sie denn das alles aufgebaut? Das ist eine gute Frage. Also angezeigt wird es mir genau da. Die Frage ist, jetzt geht die Höhle noch weiter und ich habe das jetzt gerade nicht bemerkt. Ah, da kommt der Flick wieder. Sali Flick. Mein neuer bester Kollege. Geht da irgendwie die Höhle noch weiter und ich habe das wirklich nicht geschnallt. Hä? Da machen wir uns wieder auf den Aufweg. Warte mal schnell. An der Schwarzwacht möchte, dass die 3 angekettete Monstrositäten mit brennenden Skeletten zerstört. Angekettete Monstrositäten verbrannt. Brennende Skeletten? Und wie soll ich die Skelette zum Brennen bringen? Hä? Hat das wirklich mit dem da innen zu tun? Oder soll ich da nochmal raus? Weiss nicht, brennende Skelett. Wo bekomme ich da brennende Skelett über? Da rein? Nicht wirklich, hä? Das ist einfach nur einer, der da innen rumhängt. Das ist wirklich nur einer, der da innen rumhängt. Aber ich schaue mir jetzt mal schnell da innen rum an und sonst muss ich mich dann, wird es langsam fragwürdig. Ich brauche ein Ziel. Sonst wird es wieder langsam fragwürdig. Einige Rekreationen haben die Arbeit in der Fleischwerks. Im Moment sind die Kreaturen noch an die Säulen rund um die Kante des Labors gekettet, aber wenn wir nicht schnell etwas unternehmen, werden sie mit den Armen des Lichtkönigs marschieren. Aus den Boden der Fleischwerk verteilt Knochenhaufen regengierig greifende Arme heraus. Diese Arme gehören zu Skeletten, die mit der Macht des Feuers belegt sind. Findet und befreit diese Skelette, bringt sie in der Nähe der fertigen Monstrositäten und genießt die Vorstellung. Und das ist alles da drinnen denn. In dieser Schlucht. Hä? Das wäre ja Skelett am Boden, das sehe ich auch. Da haben wir Skelett, aber ich kann ja auch nicht mal anklicken oder nichts in die Richtung. Also ich würde ja verstehen, wenn man da müsste irgendwie... Da hat sich ja alles Skelett rundherum. Das ist verständlich. Aber die Frage ist jetzt wirklich, weil wir sind ja wirklich genau auf dem Punkt drauf. Hä? Ich bin gerade wirklich schwer vom Begriff. Ich bin glaube ich einfach wieder gerade zu dumm für die Quest. Ich schaue mich draussen nochmal ganz kurz um. Ob es vielleicht doch außerhalb von dieser Dings wäre, aber ja, du bist jetzt mal ruhig. Aber auch da außen finde ich keine Monstrositäten, außer die da. Ah, da!
Greifender Arm. Also doch nicht in der Höhle drin, sondern da außen. Hä? Meinen Sie jetzt die grossen da oder meinen Sie etwas anderes? Okay, ich glaube, Sie meinen doch nicht die Monstrositäten. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ist es das da? Okay. Okay. Komm, geh mal da hin. Das ist ja keine Monstrosität. Monstrositäten sind die anderen, die ich vorher angeschaut habe. Die drinnen. Müssen wir vielleicht von außen die Skelett holen und die gegen reinbringen? Ja, das könnte ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen, aber also, let's do it. Kommst du mit da? Wir einfach schauen, dass die da überleben. Brennender Skelett. Aber das wäre mega komisch. Von draußen müssen ein Skelett holen, die reinbringen und von drinnen. Ich mache jetzt die Quest. Ich bin völlig. Zuerst das Dungeon, jetzt die Quest. Ich habe das Gefühl, ich bin am falschen Film. So, jetzt langsam, komm mit. Hallo? Kommen die jetzt da durchs Loch durch, oder? Jawohl, ist sowas von klar gewesen. Ich bin außer Reichweite. So, dann können wir Drachenvolk direkt mal auf die ansetzen. Das ist zu weit entfernt. Ach Jägeli, ach Jägeli. Und am Schluss hätte ich wahrscheinlich gerade mehrere Skelette aufs Mal mitnehmen. Mein Skelett ist tot und jetzt weiss ich es nicht. Ach, ich komme gerade Dünnschiss über. Und zwar auf dem höchsten Grad und Maß. Mein Skelett ist tot. Das heisst, ich kann jetzt gerade nochmal direkt rausgehen. Nochmal ein Skelett nehmen und dann das gleiche gerade nochmal probieren. Ich werde jetzt versuchen, mehrere Skelette aufs Mal zu nehmen. Dass das vielleicht ein bisschen bessere Einwirkung hat. Ich gehe davon aus, dass ich mit diesen Skeletten da vorne bei diesen Monstrositäten muss angehen muss. Ich bin aber ziemlich unsicher. Wir müssen 3 angekennte Monstrositäten verbrennen. Die Frage ist jetzt, ob sie die hier aussen meinen, die grossen, oder ob sie die hier in den Höhlen rein meinen. Ich gehe von denen in den Höhlen aus, weil das Kreisli zeigt mir das ja so A plus minus. Aber ich würde sagen, wir sammeln uns jetzt hier einfach einmal. Ich muss näher ran. So. Du, geh mir nicht gegen den Strich, du. Mein Gott, mach du dein Zeug da fertig und lass mich in Ruhe. So, weil die sind ja auch angekettet, aber das sind ja keine Monstrositäten. Soll ich es jetzt mal mit dem probieren? Nein, okay. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Monstrositäten gemeint sind. Das ist mein Problem gerade. So. Also gut, ich kann mehrere. Nein, ich kann nur ein Skelett aufs Mal mitnehmen. Okay. Gut zu wissen, gut zu wissen. Dann haben wir die Frage auch schon geklärt. So, und jetzt probieren wir die da drin im Brand zu setzen. Und sonst müssen wir es irgendwie mit denen draussen versuchen, aber ich habe keine Ahnung wie. Jetzt muss ich einfach schauen, dass der sicher mal überlebt bis unten, damit wir mal die Frage klären. Ach, Jägeli. Ich will wieder so veräppelt. Heute ist wirklich nicht so mein Tag. Zuerst funktioniert WoW nicht. Es ist nur am Rumlegen bis zum Bach runter. Ich behebe das Problem. Dann heizt sich gar nicht aus, was ich aus einem Dungeon raus. Weil ich nicht mehr rausgekommen bin, was läuft. Und jetzt hänge ich wieder in einer Quest fest, weil ich keinen Plan habe, was die genau von mir wollen. Läuft super bei mir. Und wie läuft euer Tag so? So. Dann haben wir hier wieder so einen Springen, wo mir nachher sicher gegen den Keks geht. Das heisst, jetzt räumen wir sicher mal schnell aus dem Berg. Und dann versuchen wir jetzt mit dem die paar in Brand zu setzen. Es kann ja sein, dass wir auch mit einem mehrere in Brand setzen können. Und dann hoffe ich, dass das so weit funktionieren sollte. Ja genau, jetzt musst du auch noch auftauchen. Ach, die Lülis. Der Lüli-Verein geht mir wieder gegen den Keks. So. Oh mein Gott, das Gesicht da gerade in meiner... Dem sein Auge bewegt sich, schau das mal. Oh mein Gott. Crazy, crazy. So. Hä? Brennst du jetzt? Ich schwöre, am Schluss sind es wieder nicht die gemeint gewesen, und es sind die draussen gemeint gewesen. Aber ich weiss nicht, ich habe ja keine Fähigkeit, mit der ich jetzt kann sagen, begleitet wird durch Helfen, Defensive, Passive. Und da greifen wir jetzt den nächsten Stachelgul an. Hä? Am Schluss haben es wirklich die draussen gemeint, aber wieso zeigt es mir denn da innen an? Weil da liegt auch so ein Skelettarm rum. So, komm, zünden an. Weil das sind Monstrositäten. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber wie es aussieht, doch die draussen in dem Fall. Ich komme Krisen über.
Dann probieren wir es mit denen draussen nochmal. Probieren wir es mit denen draussen nochmal. Ach, Jägeli. Ich fühle mich so verarscht. Dam, 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 dam. Verarscht. Dam, 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 dam. So. Ist ja klar, jetzt kommt dann also nochmal ein Krabbler im Weg. Weil die leben ja schneller als irgendetwas anderes wieder. So. Jetzt nehmen wir den und jetzt müssen wir mit dem Skelett nochmal raus. So. Da haben wir natürlich nochmal einen Krabbler, der uns wieder im Weg kommt. So. Und jetzt wollte ich in Ruhe mal etwas probieren abzuzünden. Das sind ja etwas völlig anderes. Meinen die mit dem die Monstrositäten? Aber das sind ja keine Monstrositäten. Angekittete Monstrositäten. Versuchen wir es einfach mal mit dem da am Rand raus. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Ich kann da gar nicht in Ruhe ausprobieren, ich komme nicht raus. Die fackeln nicht. Sie fackeln einfach nicht. Ich habe kein Ziel. Die fackeln einfach nicht. Ich komme Dünnschüsse über. Ich brauche ein Ziel. Das Einzige, was mir gerade einfällt, ist, und wo noch sein könnt, ist, eine Etage weiter unten. Da sehe ich auch keine Monstrositäten. Doch, dort hat es auch ein paar, aber... Schaffen die mich da nachkommen? Ja, das schaffen wir. Wir müssen nicht den ganzen Weg rumlaufen. So, oder? Da hat es angekettet, die Monstrositäten. Meinen ihr die? Ja, aber die sind noch 10 Jahre weiter entfernt, als sollten sie... Oh, Jägeli. Oh, Jägeli. Zuerst etwas anvisieren. Hey, ich muss einen Untoten nach dem anderen töten und die... Da einfach eine Kiste ist da durchgesegelt, ohne irgendetwas. Das nenne ich wahre Magie. Und jetzt hat sie gerade wieder davon gehen. So. Ich glaube, es könnten die Monster... Weil das sind Monstrositäten. Die heißen so, das sind ihre Namen. Und lass mich raten, ich muss jetzt... für jeden ein einzelnes Skelett haben, oder? Ich kann dieses Ziel nicht angreifen. Okay, wenigstens haben wir jetzt mal herausgefunden, wo sich die Monstrositäten befinden. Aber mein Skelett ist jetzt tot. Jetzt brauche ich ein neues Skelett. Gibt es auf dem Platz da oben überhaupt Skelett? Oder muss ich jetzt so die ganze Zeit rauflaufen und von da oben Skelett mit runternehmen? Das sieht ganz danach aus. Also. Aber ich weiß, was ich zu tun habe. Nein, warte da. Da haben wir einen, da haben wir einen. Da leuchtet nämlich etwas gediegen. Ich mache jetzt die Quest fertig, mir egal um welchen Preis. So, dann müssen wir mal meine Drachenfalken heilen. Ich glaube, einen ist sogar nicht um. So, doch, jetzt sind beide wieder da. Okay. Also, next one. Nächste Monstrosität. Boom. Okay. Nicht der Drache, bevor uns mich jemand erkennt. Und let's go. Wir suchen direkt nochmal das nächste. Hat es da nirgendwo in der Nähe eins? Vielleicht nochmal da weiter oben. Hallo? Hallo? Da oben. Okay, da haben wir noch einen. Dann schnappen wir uns den Arm da. Aber das haben wir wirklich... Das ist wirklich blöd auf der Karte gezeichnet. Schaut mal an, wo die Quest eingezeichnet ist. Da oben ist die Quest eingezeichnet. Und ich bin eine Quest da unten am machen. So völlig... hirnverbrannt. Wirklich hirnverbrannt. Also das hätte jetzt wirklich ein bisschen besser kennzeichnen können. Für so Lölis wie ich, die keinen Orientierungssinn haben und einfach... Ach. No comment. No comment. So. Nächste Monstrosität. Dich looten wir noch schnell. Und dich sprengen wir jetzt noch in die Luft und... Boom. Okay, da greift mich noch irgendetwas an, natürlich. Anders darf das doch nicht sein. Ich bin jetzt wirklich davon ausgegangen, dass sie die in dieser Höhle rein meinen. Also greift mich sogar an 2 an. Auch was. So, looten wir das ganze Zeug und Quest erledigt. Hoppla Schorsch. Hey.
Nein, jetzt bin ich wirklich ein bisschen verzweifelt gewesen, ganz ehrlich, weil das ist jetzt... Ich habe schon viel Blödsinn gezeichnet gesehen auf der Quest, aber das ist ein absoluter Blödsinn. Zuerst mal muss man auf das kommen, dass man so etwas machen muss, oder wo die sind, oder... Ach jegeli. Aber wenigstens haben wir die Quest souverän erledigt. Quest beenden und wir kommen gerade nochmal eine über, und zwar... Sperrt Olakinos Oberkörper, Olakins Beine, Olakins linker Arm und Olakins rechter Arm und bringt sie der Dunkelreiterin Arlin in der Schwarzwacht. Quest beenden. Wow, wow, wow. Wow. WTF? Ihr wollt nur unser Rohmaterial vernichten, was nun? Ich kann das nicht angreifen. Verflucht Olakin, bewegt euren Hintern zurück hierher. Es gibt Arbeit zu tun. Ah. Hat jetzt da gerade einen entführt und ist gegangen? Geisterschwinge. Okay, jetzt ziemlich speziell. Aber wisst ihr was? Ihr wisst, was jetzt kommt. Wie das Ganze weitergeht und was das mit dem Olakins Oberkörper und allem Möglichen auf sich hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst Runde WoW mit eurem Schweizer. Danke fürs Einschalten, wenn es Spaß gemacht hat. Daumen und ein Like nicht vergessen. Daumen und ein Like ist das gleiche. Like nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und einen Kommentar, wenn ihr noch irgendetwas zu bemeckeln habt, was ich alles falsch mache im Spiel. Aber danke fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge und ciao!